Fabian Frank arbeitet in der Lichtkabine. Unter speziellen Lichtbedingungen prüft er eine lackierte Platte. Fabian ist Lacklaborant. Er entwickelt Rezepturen für Farben und Lacke, prüft deren Eigenschaften, nimmt Proben und dokumentiert seine Arbeit. Der Beruf Lacklaborant ist eine Mischung aus Chemie, Biologie und Physiklaborant. Guten Morgen, Melissa. Ich habe dir neue Arbeit mitgebracht. Und zwar, wir haben hier einen neuen Lack für den Kunden. Das ist ein Metallic-Lack. Und der ist dem Kunden noch zu fein von der Optik, vom Aussehen her. Deshalb haben wir jetzt beschlossen, eine neue Bronze zu nehmen. Dazu habe ich dir schon mal ein Slurry vorbereitet. Ist jetzt eine gröbere Aluminiumbronze, um den Effekt auf der Platte hinterher dann eben optisch etwas gröber zu machen, etwas glänzender. Den kannst du jetzt in deinen Lack einarbeiten. Melissa ist im 2. Lehrjahr. Zum Grundlack kommen Metallic-Pigmente und Pigmentpasten. Indem sie die Mengen der Bestandteile gegenüber dem bisherigen Rezept leicht verändert, versucht sie, den vom Kunden gewünschten optischen Effekt zu erzielen. Melissa hat sich in der Schule vor allem für Naturwissenschaften interessiert. Wichtig ist auf jeden Fall Chemie, weil man hat mit viel Chemie zu tun. Dann ist auch Mathe wichtig, um Formeln auszurechnen, und Englisch wird am Rande angerissen, weil viele Kunden sind aus dem Ausland und da muss man dann eben Englisch sprechen können. Ja. Aber das Wichtigste ist Chemie und da sollte man Spaß dran haben. Bevor Melissa den Lack aufträgt, überprüft sie dessen Eigenschaften, hier die Viskosität, also wie fließfähig die Flüssigkeit ist. Dazu schüttet sie eine festgelegte Menge in einen sogenannten Auslaufbecher und misst die Zeit, die der Lack braucht, um wieder auszulaufen. In der Lackierkabine saugt eine große Lüftung die Lösemitteldämpfe und den Spritznebel ab. Melissa muss eine Schutzbrille tragen, damit keine Farbe in ihre Augen gerät. Sie spritzt eine neue Probe. 3,5 Jahre dauert die Ausbildung. Lacklaboranten besuchen die Berufsschule meist in Fachklassen in Blockform. Jetzt muss der Lack trocknen. In der Zwischenzeit geht Melissa mit Fabian durch die Produktion von Mäder Plastilack in Strullendorf. Hier werden vor allem Farben für die Automobilindustrie hergestellt. Also Melissa, hier messen wir den pH-Wert mit dem Gerät hier. Das Gerät wird hier eingeschaltet, kalibriert sich dann automatisch. Anschließend wird die pH-Messsonde in den Lack gehalten und auf Read wird die Messung gestartet. Und nach etwa 5 Sekunden wird unser aktueller pH-Wert unseres Lacksystems angezeigt. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Chemie, Physik, Mathematik, technisches Verständnis, organisatorisches Talent, Kreativität. Bei der Firma Eckhardt in Hartenstein wollen Ausbilderin Ann-Kathrin Rothenburg und die 3 Azubis Jens, Stefanie und Timo gemeinsam die Lackierung eines Rasierapparats auf unterschiedliche Beständigkeit testen. Welche Anforderungen stellt ihr an diese Beschichtungen, wenn ihr mal so ans Alltagsleben denkt? Was passiert mit diesem Rasierapparat? Zum Beispiel muss gegen Handcremes beständig bleiben, dass sich der Lack nicht oder die Beschichtung nicht auflöst. Das ist richtig. Man fasst tagtäglich den Rasierapparat an. Man hat vielleicht zuvor Handcreme aufgetragen auf die Hand. Also es muss cremebeständig sein. Fettbeständigkeit ist ganz wichtig. Nee, die Beschichtung die muss resistent sein gegen gewisse Chemikalien. Und dafür haben wir den Chemikalientest. Die Ausbilderin bringt verschiedene Chemikalien auf die Lackoberfläche auf und lässt sie unterschiedlich lange einwirken. So, ich habe jetzt diese 2 Chemikalien aufgegeben auf diese Applikation und man sieht schon, hier ist etwas passiert. Hier muss man dem Ganzen entgegenwirken. Das wäre jetzt eine schlechte Beschichtung. Man sieht den Untergrund durch, es sind hier so graue Punkte und man müsste hier in der Formulierung den ein oder anderen Parameter ändern. Die Ausbildungsinhalte: Rezepturen entwickeln, Proben nehmen, Labortests durchführen, Dokumentation.
Akkurat bereitet Timo den Cremetest vor. Ich trage hier die verschiedenen Cremes auf und decke die dann mit Uhrengläsern eben ab, damit die Creme nicht verdunstet. Und die kommen jetzt in den 50 Grad Ofen für mehrere Stunden. Unter BR Alpha Ich Mach's gibt's weitere Informationen und viele weitere Berufsporträts zum Download. Lacklaborant ist ein verantwortungsvoller Beruf. Dafür kann man in der chemischen Industrie auch überdurchschnittlich verdienen. Stefanie setzt einen Lack in einem Trendfarbton an. Hier im Labor arbeiten sie meist mit kleinen Mengen, etwa 1 Liter. Später in der Produktion werden Farben und Lacke eimerweise abgefüllt. Da ist es wichtig, dass alles passt. Also das Wichtigste ist, dass man genau arbeitet, weil also nur geringe Abweichungen, die können dann schon das Ergebnis erheblich verändern. Und deswegen muss man immer sorgfältig sein, sauber arbeiten, das ist ziemlich wichtig. Jens prüft, wie dick der Lack auf dieser Felge aufgetragen ist. Dazu benutzt er ein schichtdicken Messgerät, das induktiven Strom durch den Lack schickt. Damit kann er, ohne die Oberfläche zu verletzen, die Dicke der Lackschicht bestimmen. Das Spannende an meinem Beruf ist, dass ich jeden Tag im Prinzip was Neues mache, dass es wahnsinnig unterschiedliche Abteilungen gibt, in die man kommt und dass jeden Tag im Prinzip was komplett Neues auf einen wartet, wenn man hier anfängt. Die Firma Eckert stellt Rohstoffe für die Lackindustrie her. Die Metalleffektpigmente müssen aber im jeweiligen Lacksystem abgeprüft werden. Sie werden also in den Lack eingearbeitet und hier mit einem Lackierautomaten aufgebracht. Die Experten nennen das Applizieren. Für den Lacklaboranten ist kein Schulabschluss vorgeschrieben. Die meisten bringen aber mindestens einen mittleren Schulabschluss mit. Stefanie, Jens und Timo haben alle 3 Abitur. Stefanie überprüft mit Hilfe eines Farbmessgerätes die Farbe am PC. 5 Messpunkte vergleicht sie mit dem Muster. Ist alles in Ordnung bei den Messungen, Stefanie? Also im Großen und Ganzen Ausbildungsleiter Michael Pöhringer schaut den Azubis immer mal wieder über die Schulter. Lacklaboranten müssen flexibel sein. Sie müssen mit den unterschiedlichsten Gefahrstoffen umgehen. Sie lernen unterschiedliche Messgeräte kennen und natürlich den Umgang damit. Und wichtig ist auch die Kreativität. Sie entwickeln neue Lacke und entwickeln die auch zusammen mit dem Kunden. Die negativen Seiten: Umgang mit Gefahrenstoffen, langes Stehen, Arbeiten unter Termindruck. Kaiser Lacke in Nürnberg hat sich auf Farben und Lacke für Kerzen und Weihnachtsartikel spezialisiert. Christian Pfeiffer arbeitet schon seit einigen Jahren als Lacklaborant bei dem Unternehmen. Hier im Labor wird die Qualität der Produkte kontrolliert. Die Produktsicherheit hat oberste Priorität. Außerdem entwickelt Christian Pfeiffer zusammen mit seiner Kollegin auch Neuheiten. Nur wer innovativ ist, kann am Markt bestehen. Die Eigenschaften des Lackes bestimmen, ob er später einmal gespritzt, gestrichen oder durch Tauchen aufgetragen wird. Ich messe hier die Auslaufzeit von einem Lack. Und von dünnen Systemen messen wir bei uns die Auslaufzeit. Wenn man pastöse, dicke Systeme hat wie Honig, dann ist diese Methode nicht möglich. Dann gibt es andere Systeme wie das Kugelfall, Viskosimeter oder Rotationsviskosimeter. Schaut ein bisschen anders aus, aber man kann so auch eben die Viskosität bestimmen. Eike Westphal hat sich nach ihrer Gesellenprüfung zur qualifizierten Chemietechnikerin weitergebildet. Sie setzt einen Lack an. Zu dem farblosen Basislack fügt sie Farbpigmente hinzu. Mit diesem Lack werden einmal Kerzen farbig verziert. Manche Qualitätstests können direkt am flüssigen Lack durchgeführt werden, bei anderen müssen die Fertigprodukte geprüft werden. Eike Westphal bereitet einige Kerzen vor. Sie will überprüfen, ob sie sauber abbrennen und ob der Lack auch bei großer Hitze und eisiger Kälte fest auf dem Wachsuntergrund haftet.
Dafür müssen Lacklaboranten exakt arbeiten. Für Firmenchef Stefan Kaiser ist der Lacklaborant ein Beruf mit Zukunft. Er erwartet von seinen Mitarbeitern viel Kreativität und die Bereitschaft, sich fortzubilden. Ich glaube, die Zukunft von Lacklaboranten oder Chemielaboranten liegt nicht nur im schulischen Bereich, sondern auch im Bereich der Kreativität, Leistungsbereitschaft. Ein gutes Farbverständnis, gutes Farbauge sollte er mitbringen, er oder sie, um einfach auch weiter in dem Fach zu kommen, um einfach auch für die Zukunft in seinem Beruf mit weiteren Gerätschaften und Fremdsprachen für den internationalen Markt gewappnet zu sein. Alle Betriebe fordern gute Englischkenntnisse, da Rezepte und Fachliteratur oft in Englisch abgefasst sind. Internationale Unternehmen freuen sich über weitere Fremdsprachen. Allein im Bereich Christbaumschmuck gibt es 15.000 bis 20.000 verschiedene Farbtöne. Inzwischen ist der Lack getrocknet. Eike Westphal zündet in einer speziellen Kabine die Kerzen an. Hier gibt es keinen Luftzug, der das Abbrennen beeinträchtigen könnte. Lack, Wachs und Docht müssen harmonieren. Hier wird der Abbrandtest vorgenommen. Und zwar werden die Kerzen in 3 Zyklen abgebrannt, jeweils für 2 Stunden. Und immer 1 Stunde erkaltet gelassen, damit sich die Masse im Prinzip wieder verfestigen kann. Und wichtig ist dabei, dass der Rand gleichmäßig abbrennt, dass es keine erhabene Stelle gibt, keine zu flache, dass es da nicht zum Auslaufen kommt. Und dabei ist auch wichtig, wie der Docht steht, dass der leicht gebogen ist und nicht zu krumm. Christian Pfeiffer geht der Frage nach, ob der Lack auch fest auf der Kerze haftet. Also hier testen wir die Klebrigkeit des Lackfilmes. Dazu wird die Kerze in eine Folie gepackt und bei 30 Grad für 3 bis 5 Tage in den Ofen gelegt. Und nach 3 bis 5 Tagen darf beim Auspacken der Kerze kein Lack in die Folie geklebt sein. Beim Transport oder bei der Lagerung können die Kerzen schon mal warm werden. Das simuliert der Klebetest. Beim Kältetest wandert die Kerze für mehrere Tage in den Gefrierschrank. Das Paraffin hat einen sehr hohen Schrumpf, das schrumpft zusammen. Und der Lack muss eben so flexibel sein, dass der den Schrumpf mitgeht. Und da hat man eben oft Probleme beim Transport, da es sehr kalt ist, auch in kälteren Bereichen. Osteuropa zum Beispiel, und auch wenn man die Kerzen im Freien stehen hat im Winter, da darf der Lack eben nicht abplatzen. Karrieremöglichkeiten: Lacktechniker, Studium Ingenieurwesen, Studium Chemie. Also gut, hier ist unser erster Stand, der alte Stand. Prima. War dem Kunden zu fein. Zurück bei Mäder Plastilack in Strullendorf. Fabian und Melissa besprechen die veränderte Lackierung und die neue Rezeptur mit Volker Letsch. Er selber hat einmal Lacklaborant gelernt, sich dann fortgebildet und es bis zum Werksleiter gebracht. Die Fortbildungsmöglichkeiten sind vielfältig. Man kann hergehen und kann nach einem qualifizierten Abschluss in der Schule, kann man mit der Fachoberschule oder in die Fachoberschule gehen, kann den Fachoberschulabschluss dort absolvieren. Studieren ist überhaupt danach gar kein Problem. Sie können Ingenieur werden, Sie können sogar hinterher an der Gesamthochschule den Abschluss als Doktor der Chemie machen, wenn Sie möchten. Jetzt gehen wir hier in die Lichtkabine. Mehr Informationen und viele weitere Filme gibt es unter BR Alpha Ich Mach's. Fabian und Melissa vergleichen die beiden Testlackierungen noch einmal in der Lichtkabine. Jetzt siehst du schon, also links haben wir hier unser altes Muster, das dem Kunden zu fein war. Rechts unser Laborversuch mit der groben Bronze. Das siehst du hier schon, wenn man direkt drauf schaut, dass es grob ist. Wenn man es jetzt dann langsam nach hinten abkippt, sieht man den Effekt dann noch deutlicher. Fabian ist sich sicher, dass der Kunde mit dem neuen Farbton zufrieden sein wird. Da wird er auch nicht draufgezogen. Ich weiß. Nee, das war jetzt. Alles wieder umgeschmissen.